Guten Tag, ihr Leid. Weiter geht's mit War Drums und wir können ein neues Ziel wählen. Mann, ey, die haben wir beide noch nicht gehabt, glaube ich, oder? Wir können wählen die rote Wüste oder den Rhythmusdschungel. Kriegen wir auch ein paar Infos darüber, so irgendwie. Also ein Dschungel hört sich mal richtig geil an. Wir hatten schon einen Sumpf und die lichtlosen Dungeons oder wie das hieß. Die rote Wüste, das hatten wir ganz beim ersten Mal auswählen, hatten wir die zur Auswahl, haben wir aber nicht genommen. War eine gute Idee. Eigentlich will ich natürlich lieber in den Rhythmusdschungel. Aber die rote Rakete-Wüste, die haben wir schon mal gesehen, die nehmen wir jetzt. So, guck. Oh, jetzt habe ich doch einen Dschungel genommen, Mann. Egal. Mann, ich habe vergessen, dass das da drüben noch... Ja, okay, jetzt sind wir... Okay, kann man nichts falsch machen, so. Der Rhythmusdschungel wird gestört. Die Hüter der Region sind in höchster Alarmbereitschaft, denn die disharmonische Magie des Offbeats sickert überall durch. Die kleineren Beschützer in der Region haben begonnen, jeden anzugreifen, den sie sehen. Während der urtümliche Beschützer aggressiv die Glutherzbäume der Gegend zerstört. Findet den urtümlichen Beschützer und sendet ihn zur ewigen Ruhe. Das wird die anderen beruhigen und die Zerstörung der Bäume stoppen, die für Mutters Gesundheit so lebensnotwichtig sind. Keine Ahnung, wie es heißt. So, ich mag halt einfach Bäume. Deshalb wäre ich jetzt eigentlich lieber in die Wüste gegangen, aber mein Gott, man kann nicht alles haben. So. Magie fühlt sich hier noch stärker an. Dieser Dschungel fühlt sich unruhig an. Bleibt wachsam. Stimmt. Im Regelwald, Kopf runter. Oh nein, vergesst einfach alles. Im Regenwald wimmelt es nur so von Krankheiten, verbreitenden Insekten und gefährlichen magischen Kreaturen, die ihn bewachen. Halte. Wieso redet er jetzt erst von den allen und jetzt nur mit einem? Halte deine Augen und Ohren offen, während wir ihn durchwandern. Ja. Laber nicht. Zeig mir, was die Karte hergibt. So. Okay. Ja, eigentlich ist es kackegal. Hier Kampf, dann Ereignis und dann kannst du hier oben weitergehen, aber wir gehen dann natürlich da runter. Komm, bevor wir jetzt irgendwie einen Schmuh machen, gehen wir hier hin. Mit unseren 5 Leuten, die jetzt wahrscheinlich im nächsten Kampf nur noch 4 sein werden, weil das Mädel wieder alle 4 von sich streckt. Es tut mir ja wirklich leid, die macht halt Schaden und alles. Ich habe ihr jetzt zumindest so ein Ding gegeben, dass sie 25% weniger Schaden nimmt. Allerdings halt auch weniger Angriff macht. So, was ist das da? Bestienkäfig. Zerbrechlich und stoßbar. Ein Stachelkäfig, der den Aufprallschaden verdoppelt. Wird der Käfig zerbrochen, wird eine zufällige Einheit freigelassen. Danke. Lass mal hier gucken. Ein Riesenmoskito. Ein riesiger fliegender Moskito, der Blut saugt und Krankheiten überträgt. Was kann denn der da oben Feines? Keine Ahnung. Irgendwas wird er können. So, was hat er denn? Immunität gegen kränklich. Was ist denn schon wieder kränklich? 2 von 4 Stapel. Minus 12% verursachter Schaden und plus 12% erlittener Stapel. 6% pro Stapel. Okay. Zusätzliche Kränklich-Schwächungen erhöhen die Stapel um 1. Die Stapel verringern sich nach dem Zug einer Einheit um 1. Okay, also die machen hier kränklich. Moskitos halt. Ja, Moment, wir sind noch nicht fertig. Was ist das da? Moskitonest. Ein riesiges Moskitonest, in dem es vor Leben nur so wimmelt. Lässt häufig Mücken schlüpfen, wenn keine Gefahr besteht. Ja klar. Bei wenig Lebenspunkten schlüpft ein Riesenmoskito und löst Selbstzerstörung aus. Selbstzerstörung sprengt sich selbst in die Luft und fügt umgebenden Gegnern magischen Schaden zu. Okay, also im Moment sehe ich jetzt hier nur 4 Moskitos. Okay. Was ich auch noch sehe, ist, dass das Mädel sofort an die Front geht. Sofort gehst du da weg. Wie ist eigentlich ihr Dingensbummens? Ja, klar. Guti. Du kommst... Ja, eigentlich kommst du dahin. So. Aber du kommst da oben hin. Der kann nämlich noch gut rennen. So, du bleibst erstmal hier. Nee, du gehst dahin. Du gehst dahin. Kann ich mich da hinstellen? Üppiger Busch, erlittener Schaden minus 15%. Angriffe haben plus 15% Verfehlchance gegen eine Einheit in diesem Feld. So. Du stellst dich dahin. Okay, auf geht's. So. Jetzt müssen wir erstmal gucken. So, grundsätzlich könnte sie ihn hier treffen. Heißt, ich muss hier ein Feld auf jeden Fall zurückgehen. Genau, das machen wir jetzt auch mit ihm. Und zwar dahin. Und wir
gucken mal ein bisschen nach vorne. Haben wir den Segen der Mutter? Haben wir nimmer? Doch, oder? Warte mal, lass mal gucken. Segen des Beatwirkers. Kriegskapelle-Einheiten erhalten +1 Bewegungspunkte, aber die Rhythmusphase ist schwieriger. Der Segen der Mutter, stimmt, das hat ja nur für ein Biom gehalten. Das war einfach das gute Ding in der Rhythmusphase zu perfekt gewertet werden. Und jetzt sind wir halt wieder, dass die Rhythmusdinger schwieriger sind. Also das ist halt tighter ist es, tighter. So, du bleibst. Was ist das eigentlich für ein Knopf? Bodenauslöser. Wenn du auf ihn trittst, wird eine Falle auf dem Schlachtfeld aktiviert, die am Ende dieses Zugs ausgelöst wird. Okay, dann stell dich da mal bitte nicht hin. Sondern stell dich da hin und mach das da. Lass erstmal gucken. Wie kann ich nochmal anzeigen? Einheit wechseln, Gegnerreichweite, linker Trigger. Ah ja. So, okay, dann steht sie hier gut. Dann würde ich meine Fallen gerne dahin machen, eine. Also Falle, das ist so Dingens. So. So. Guti. Er hier steht recht gut. Okay. Was ist denn das da? Wächter springt in eine Aktion und führt einen physischen Effektbereich Angriff aus, der 4 Felder um den Landepunkt herum trifft und sich selbst 2 Züge lang basierend auf der Anzahl der Ziele mit Angeben stärkt. 5% verursachter Schaden und 10% Ausweichchance pro Gegner, der mit dem Angriff getroffen wird. Zeig ich mal kurz her. Wie würde das denn... Rhythmusphase doppeltippen. Ey, danke. Wunderbar, dass du das jetzt erklärst. Nach, keine Ahnung, wie lange spielen wir dieses Spiel schon? 10 Stunden? Diese Fähigkeit ermöglicht ein doppeltes Antippen in der Rhythmusphase. Das doppelte Antippen wird als 2 grüne Rauten nah beieinander mit einem 2-mal-Indikator auf der Schaltfläche in der Fähigkeitsbeschreibung angezeigt. In der Rhythmusphase musst du dieselbe Taste so schnell wie möglich 2-mal lösen. Die Präzision zum Beat und die Geschwindigkeit des Tippens entscheidet über deinen Erfolg. Und wie schnell muss es sein? Ja, es sind 32. Habt ihr schon mal probiert, 32 mit einem Controller zu machen? Mit dem linken Daumen auf dem Steuerkreuz, das nicht dafür gedacht ist. Wenn es wenigstens noch die Tasten wären, dann könntest du so, weißt du, blip blip machen. Auf dem Steuerkreuz vergiss es. Geht nicht. Das geht mit der Tastatur, aber nicht mit einem Steuerkreuz. Danke, liebe Entwickler. Übrigens auch danke, dass ihr jetzt kommt mit der Erklärung. Ich meine, es war mir klar, sieht man, aber auch hier wieder. Haben sie ja schon öfters gebracht, dass sie die Erklärung zu etwas weit, weit nach dem bringen, wenn es schon geschehen ist. So. Ready. Minus 18% erlittener Schaden. Wenn ich den da halt hinmache, dann fliegen die da alle hin. Ich lasse ihn... Ich stelle ihn da runter. Ja klar. So. Und dann können wir ihn vielleicht noch ein paar... Ja, aber die Krähenfüße werden wohl nichts nützen bei den Viechers. Lassen wir mal ein bisschen tröten, ja. Ja, ja. Ich weiß. So, ich kann hier unten auf jeden Fall hin. Dann machen wir das auch. Ohne Hast warten. So, und du kommst hier hin und machst Folgendes. Ja, mach einfach das da, passt schon. So. Okay, jetzt zeigt mal, was er... Was war das? Ach so, weil ich auf der... Ich hab doch da gar nicht drauf gestanden. Nur weil ich drüber gelaufen bin. Aber ich muss ein bisschen... Vorsicht. Oh, die halten nicht viel aus. Das ist schon mal gut. Aha.
Ja, so viel dann zu diesem Thema, ja. Hauptsache Moskitos her. Wir müssen unbedingt darüber, so schnell wie möglich. So, aber zuallererst mal... Also wenn man den da kaputt macht, kommt irgendwie ein verbündeter Gegnergedönse raus. So, lass mal kurz gucken. Okay, jetzt pass auf. Aha. Das machen wir so. Beziehungsweise machen wir nicht so. Wir müssen uns da hinstellen. Bringt alles nichts. Aber ich kann ihn schubsen. Das wird aber auch nicht so viel bringen. Und ich kann diesen eingesprungenen irgendwas machen. Oh geil, guck mal da. Ernsthaft jetzt? Ich kann da so weit hüpfen? Ernsthaft jetzt? Also ich kann... Trifft aber nur ein. Bis 111. Bin noch hier am gucken. Also wie viel Schaden macht das? 94. Wenn ich jetzt aber hingehe, sagen wir mal so, und dann hier den Hüpfer mache, also bleibe ich dann da stehen? Schon, oder? Moment, wie geht der Hüpfer eigentlich? Zweimal links und ein X, XA. Hört ihr? Dieses Klack, Klack. Das kriege ich nicht hin mit dem Steuerkreuz. Wie soll das gehen? Naja, links, links. Ja, macht nur die Dinger weg. Gar kein Problem. Ich seh gerne, dass ich irgendwas drücken muss. Ihr Affen. Echt jetzt. Ich glaube, ich sollte anstatt hier zu meckern einfach mal die Entwickler anschreiben und sagen, das ist kompletter Bullshit, was ihr hier macht. Aber okay. Bin ja flexibel. Ja, zeig doch dein blöde Tastenkombo. Ich brauche die doch. Ach komm, scheiß drauf. So, wenigstens stehe ich jetzt in dem Ding. Das ist schon mal gut. Und ich habe jetzt irgendwie sowas. Keine Ahnung. So. Die da kloppen wir einfach. So, die ist schon mal weg. Da freut er sich. Wir gehen jetzt einfach mal offensiv vor. Ich habe mich mal ordentlich aufgepowert hier gerade. Und zwar... Da will ich eine treffen. Kann ich auch das hier machen? Nee. Okay. Ich knüppel das Ding einfach ein gutes. So. Einfach drauf, scheiß drauf. Hopp. Zack. So, jetzt ist es weg. Höchstwahrscheinlich hätten es die Gegner ja selbst geholt. Okay. Okay, so. Wir stellen mal hier hin und gucken mal, was er trifft. So. Der ist mal gleich weg. Ansteckender Stich. Hat aber nichts. Der kann sich danach nochmal bewegen. Oder habe ich das gerade falsch gesehen? Ach, die kriegen Energie zurück. Guck mal. Ja, bringt ja nur nichts. Räumel. Außer, dass jetzt... Dass der jetzt hier total zugestapelt ist. So. Ja, brütet aus. Alles klar. Wir müssen da hinten hin. Was ist mit dem da? Moment. Was hat der da für ein Problem? Blutbarriere. Blockt 25 Schaden. Ja, gut. Ich will ja auch nicht auf dich gehen. Okay. Kränklichschwächung. Kränklich verringert den verursachten Schaden um 6% und erhöht den erlittenen Schaden mit jedem Stapel um 6%.
6, 12, 18% haben wir gerade so. Bis zu einem Maximum von 4 Stapeln. Anstelle von Zügen werden Stapel verwendet. Beginnt mit 2 Stapeln und die Stapel nehmen nach jedem Zug um 1 ab. Erneut mit kränklich belegt zu werden, wenn kränklich bereits wirkt, erhöht den Stapel um 1. Kränklich ist auch ansteckend. Kränklich kann sich auf Verbündete, die in der Nähe stehen, 8 Felder um die Einheit herum mit einem misslungenen Rhythmustest ausbreiten. In der Rhythmusphase ansteckend wird ein, meine Nase juckt, es gibt Geld, ein LT-Taktgeber zu einem bestehenden Taktgeber hinzugefügt. Du musst beide gleichzeitig drücken. Ein perfekt Guttreffer stoppt die Ansteckung, wohingegen ein schlecht Verfehltreffer die umliegenden Einheiten mit kränklich belegt. Ja, so, jetzt lass mich mal... Alter, mein Zinken juckt, das ist nimmer feierlich. Scheiß drauf, wir müssen dahin. Aber ich bin schon so weit weg. Okay, wir müssen... Pass mal auf. Reicht nicht. Trifft das? Nee. Aber das könnte mehrere treffen, wenn ich eins nach rechts noch könnte. Würde 2 treffen, sehe ich das richtig? Diese beiden, um genau zu sein. So, wie geht das Ding? XXX, A. Okay, dann machen wir das genau so. Natürlich sind beide nicht getroffen. So. Aber hier habe ich eine gute Idee. Nee, habe ich nicht. Die stehen kacke. Ich würde an Felsen hauen, ich Dödel. Fliegen direkt über dem Felsen, sehe ich das richtig? Sind die dumm? Das sind Trümmer. Achso. Ja, okay. Also die hier könnte ich platt kriegen mit ihm. Okay, wir machen das genauso. Ich war abgelenkt von dem blöden Wurm, der da war. Was ich eine geile Ausrede habe. Da war ein Wurm. Da ist immer noch ein Wurm. Seht ihr den? Der hat mich abgelenkt. Dieser Wurm. Dieser Wurm. So. Weg mit euch, Kropfzeug. Ja. Also er hat irgendwie gerade eine Barriere oder sowas. So, pass auf. Wir nehmen... Ja, wir nehmen ihn. Okay. Lassen ihn mal pieksen. Wie viel würde das abziehen? Bis zu 92. Das hier würde abziehen 78. Und das andere kann ich nicht machen. Gut. Oder auch nicht. So, ja dann. Lassen wir ihn hier stehen. Nehmen erstmal einen Gegenstand. Damit ich das Zeug da nicht habe. Nur so eine Idee. I'll make it quick. Ja, dann make it more quick. Das ist schon besser. So. Alter, das war alles perfekt und du tust dir gerade so ein bisschen drauf pupsen. Yep. Du Lusche. Yep, genau. Komm ich von hier irgendwo dran? Nee. Auch nicht? Auch nicht. Schade, hätte ja sein können.
So. Halt. Und er da oben ist aufgepumpt. Der wird jetzt auch mit... der haut mal Mädel. Daneben. So, der macht jetzt was. Abwehrmanöver. Ach, er explodiert jetzt. Ah, nee. Ich dachte, der explodiert. Was? Der kann rumlaufen? Was ist denn das für ein Quatsch? Was ist denn das für ein Quatsch? Sorry. Sorry, aber damit habe ich jetzt halt wirklich nicht gerechnet. Ja, dann machen wir natürlich das, was beide trifft. Und das würde ich dann auch mit ihm machen. Nachdem wir ihm ein Heilungsding gegeben haben. Oh, ich muss bedenken, dass ich verlangsamt bin. Jetzt nimmer. So, jetzt pass auf. What are you doing? Ah, you will see what I am doing. Look closely, look closely. Look closely what I'm doing. I'm doing this. So, bleibt noch eine übrig. Wie es der Zufall so will, ist die sogar in Reichweite. So, zeig mal her. Hier würde ich 117 Schaden machen. Hier 129. Ja, dann. Oder ich mache 63 Schaden, weil ich lieber in der Luft rumfuchtel. Naja. Komm, ich könnte auch Heilung aussprechen. Wir kriegen den wahrscheinlich nicht mehr platt. Machen wir besser so, oder? Okay, gehen dahin. Und tun ihn heilen. Er wird gleich eins drauf kriegen. Mhm. So, du versteckst dich im Gebüsch. Und machst die jetzt bitte platt. So, hat ja gereicht. Guck mal hier. Hat ja gereicht. Wenn jetzt mein Gesichtserker aufhören würde zu jucken. Mann, ich muss Millionär werden, glaube ich. Noch ein Tüftlerschal, eine Wurmfalle. Alle die 20 Schaden, bluten und gefangen zurückfügt. Gräbt eingegraben Einheiten aus. Okay. So. Guti, 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 guti. Alles klar, weiter geht's. So, komm her. So. Ah. Lief gar nicht mal so gut, der erste Kampf, wenn ich das mal so sagen darf. Also wirklich nicht. Also, wie heißt das denn? Dschungelbewohner, deine Reise führt euch durch ein örtliches Dorf. Hoch oben in den Bäumen. Ihr werdet von einer Gruppe freundlicher Jäger und Sammler begrüßt. Anders als die Wächter spüren sie den Rhythmus in euch und bieten ihre Hilfe an. Sehr schön. Nach Vorräten erkundigen. 3 heilendes Pulver und 3, kann ich nicht aussprechen, Blätter. Um Hilfe beim Auskundschaften bitten. Gegner werden im nächsten Gefecht überrascht. Bäm. So, Chance von 100%, dass Gegner im nächsten Gefecht überrascht werden. So, sehr schön. Die hölzerne Statue in der Mitte des Dorfes fasziniert mich. Hat jemand mehr herausgefunden? Ja, sie ist aus Holz und in der Mitte vom Dorf. Ich nicht, aber ihre Haltung und dem Messer nach scheint sie eine fähige Kämpferin zu sein. Die hölzerne Statue ist eine fähige Kämpferin? Hoffen wir mal, dass wir nie mit ihr die Klingen kreuzen. Die Klingen kreuzen müssen, okay. Guti, keine Ahnung, wer das war. Aber wir gehen jetzt halt hier hin. Und jetzt kommt die Frage aller Fragen. Ich kann hier eine erholsame Pause einlegen. Dann machen wir das natürlich. Alle Einheiten erhalten plus 20% maximale Lebenspunkte für das nächste Gefecht. Junge, sind die ja gerade aufgepowert. Echt jetzt. Mal gucken.
So, letztens haben wir auch schon gemacht. Machen wir das Gefecht hier auch noch, oder? Ja, das machen wir noch. Hier, komm, das kriegen wir noch locker hin hier. Normales Gefecht nachts. Chance, dass ein Rudel Raubtiere sich dem Gefecht anschließt. Aber wir können sie überraschen. Das werden wir auch tun, weil wir haben ja den Dorfbewohner, der für uns ausgekundschaftet hat. Hoffe ich. Schönes Level. Gegner ist überrascht. Da ist Le Frosch. Lass mal erstmal gucken hier. Wo ist denn diese Falle? Ach, da oben? Ah, das ist ja mal schon mal praktisch. Gut zu wissen. Und jetzt lassen wir noch... Alles, das ist ein Moskitonest. Na, das ist tatsächlich ein Moskitonest. Das muss als allererstes weggemacht werden. Da steht er ja schon mal sehr gut. So, und das hier sind guckende Kröten. Eine große Kröte, die mit beängstigender Genauigkeit Kugeln aus von Magie durchdrungenem Speichel spucken kann. Sie bleibt lieber auf Abstand, vergiftet alle, die ihr zu nahe kommen. Immunität gegen kränklich, übelriechender Gestank. Vergiftet für 2 Züge um sich herum zu Beginn einer Runde, wenn ein Gegner in Reichweite ist. Ein potenter Speichel. Fernkampfangriff, der magischen Schaden verursacht, eine Chance von 50 hat, 2 Stapel kränklich. Ihr habt es doch nicht mehr alle, ey. So, jetzt pass mal auf. Du da hast die da und du kriegst den da. So. Guti. So. Und jetzt pass auf. Der Hühne Togo, der Gute. Das ist ja... Oh ja, ich habe eine gute Idee. Das ist gegen das Giftzeug, ne? Und jetzt pass auf. Wir haben eine Chance. Hat jemand... Wir machen das da rein mit dem Angriff, dass wir eine Chance haben, Angriff zu machen. Und da machen wir das da wieder rein. Und dann gucken wir mal... Verfehlen Chance und weniger Schaden machen, aber auch weniger Schaden erleiden. Das machen wir jetzt erstmal. So, Guti. So. Also das Moskitonest hat so eine 2 oben drauf. Die bedeutet was? Überrascht. 2 Züge lang. Plus 20 erlittener Schaden. Na sowas. Was ist denn hier eigentlich so dunkel? Ich kann hier gar nichts erkennen. Also zuallererst mal... Okay, das war zu tief. So. Das da macht das die Falle da oben? Stachelfalle. Da, der Boden, weißt du, ist das da, wo das Dingens da ist? Das nehmen wir jetzt, oder? Da. Achso, wir sind ja noch in der Planungsphase, gell? Moment, was ist das da oben? Nässende Irrkappe. Instabil und stoßbar. Kann mit Nahkampfangriffen gestoßen werden. Explodiert nach dem Stoß. Explosion heilt 15 Leben im Umkreis und wendet 2 Züge lang Regeneration an. Das ist mal fein. So, da wir ja noch im Vorteil sind, stelle ich den mal dahin. Und sie hier da hin. Und ihn da... Also er kommt einfach oben hin, ja. Let's go. Ja, komm, mach mal so. Oder soll man ihn auch dazu stellen? Stellen wir ihn auch da dazu. So. Also, Runde beginnt. Wir dürfen anfangen dieses Mal und wir haben gleich Gegner vor uns. So. Meine Idee ist jetzt nämlich folgende. Er stellt sich hier hin. Gut, das trifft schon mal die da oben. Dann soll man da gleich ein bisschen draufknüppeln mit ihm. Einfach, weil wir es können. Ja, ich finde, das ist eine gute Idee. Hallo? Ja. Knüppel bitte drauf. So. Dann hat es schon mal ein bisschen Knüppelschaden gekriegt. Jetzt probieren wir mal mit ihm hier. Ich muss da immer eins Abstand nehmen. 137 oder aber reinspringen für 124 oder aber da stehen bleiben und hochballern. Ja, nee, wir machen das, was ich vorhatte. Wir gehen aus der
Da raus und knüppeln da drauf. So. Naja. Meine Nase juckt noch immer. Wunderbar. So. Kommen wir nun zu dir. Wie sieht's mit deinem Feuergedönse aus? Oder sollen wir besser... Wir gehen auf Nummer sicher und lassen ihn das machen, ja? Ja, ja, das ist sicherer. Sicher ist sicher. Sicher ist sicher. Wir brauchen nicht noch mehr Moskitos. So, die da werden ein bisschen gehackschnitzelt. Und sie kann sich jetzt ja hier hinstellen. Lass mal kurz gucken. Ja, das aber geschützt hinstellen. Und dann mal gucken, ob wir noch irgendwas machen können. Wir können noch ein paar Fallen stellen. Nicht, dass es viel bringt, aber ein bisschen vielleicht. So, das war noch nicht unser Zug. Wir haben noch einen. Ja, ich habe noch nicht genug. Ich habe noch einen Zug. Haben wir hier das Mehrfach-Ziel-Fernkampfangriff. Ich müsste noch eins weiter nach rechts gehen. X-förmiger Effektbereich. Gedönse Schuss. Das heißt, ich könnte die beiden da treffen. Das wäre gar nicht mal so schlecht. Machen wir das. Ich habe vergessen zu gucken, wie es geht. Ah. Ja. Na, siehste. Geht doch. Ist der Mann. So, jetzt hat er aber. Zack. Aha. Eine Kröte hat's schon dahin gerafft. Moment, die bleibt liegen? Warum bleibt die liegen? Einfach so. Ein bisschen verwirrt, ehrlich gesagt, aber okay. Ja. So, ich würde dich gerne treffen. Ja. Hat nicht viel genutzt. Ist an der Reihe. Jetzt pass auf. So. Ah, nee. Dieses Reinspringen da, das würde gehen. Würde gehen? Würde gehen. So. Okay, jetzt gucken wir mal. Wie weit kommen wir denn da mit dir? Nicht sehr weit. Aber ich kann da hingehen. Kriege ich wenigstens ein bisschen irgendwas. Und ich kann sie ein bisschen schützen. So, während er hier sich da reinstellt. Nee, pass auf. Stellt sich besser hier hin und dieses Gegner-Dingens da macht. Das da muss der Schwäche auf den Gegner. Von mir aus. So. Okay. Ah, wir haben immer noch einen. Ja, Schlag selbst. So, wer ist denn wohl schlimmer? Ich glaube, der Frosch da oben ist schlimmer. Ja, dann gehen wir auf den Frosch. So. Wie kann das sein, dass der erste Kampf so hackeschwer war? Und der jetzt relativ einfach. Relativ, ja. So, auf geht's. Wer ist hier... Moment, Level 5, Level 5, Level 6... Level 6 und du bist Level 4. Du darfst ihn zernichten. Mädel, habe ich gerade beschlossen. Einfach, weil sie das geringste Level hat.
Also weil sie das geringste Level hat und ich glaube, dass wenn man Gegner plättet, dass man dann mehr XP kriegt. Also dass das nicht gerecht auf die Truppe verteilt wird, sondern ja. Was haben wir denn hier? Rauschblätter. Die Eile für 2 Züge auf ein Einzelziel weisen. Okay. Ja. Hat ihr irgendwie nichts gebracht hier. Sind wir noch Level 4. So, wir sind alle Level 6, außer die... Ja, okay, dann halt nicht. So. Hat auch gut hingehauen, hey. Hätte ich eigentlich nicht gedacht, dass der zweite Kampf deutlich einfacher wird als der erste. Was soll denn das? Da oben ist noch ein Ewok-Dorf. Machen wir das auch noch? Machen wir das auch noch. Skip it, Feines. Auch ein Händler. Auch ein Händler. Laber mal ein bisschen mit ihm. Hä? Wer ist das? Ach, das ist die, wo er letztens gesagt hat, wo man gefragt hat, wer ist denn das da hinten? Wo ist denn der Schmuckstückkerl hin? Unterwegs. Um was genau zu machen? Geschäfte. Und was tust du hier? Verkaufen. Okay. Ich meine, wie nennen sie dich? Profit. Die Augen, hey. Schön, dich kennenzulernen, Fräulein Profit. Moment mal. Dich habe ich doch schon mal gesehen. Es gibt im Rhythmusdschungel eine Holzstatue, die genau wie du aussieht. Bist du so eine Art Legende? Ich habe Verbindungen zum Dschungel. Ja nun, besagter Dschungel könnte deine Hilfe gut gebrauchen, ne? Die Wächter sind durchgedreht und haben sogar die Einheimischen angegriffen. Das ist schlecht. In der Tat, wir können den Einheimischen gemeinsam helfen, wenn du dich uns anschließt. Eine scharfe Klinge wie du wäre eine gute Ergänzung für unsere Kriegskapelle. Was sagst du? Geht nicht. Bin vertraglich an diesen Wagen gebunden. Schade. Aber keine Sorge, wir werden unser Bestes tun, um diese Plage zu beenden. Solltest du je deine Meinung ändern, lass es uns wissen. Das war gerade seltsam. 64, ja, da kann man nicht so große Hüpfer mitmachen. Da kaufen wir einfach gar nichts. Danke aber für, weiß nicht was, irgendwas. So. Können wir hier wieder nichts machen? Doch, wir können noch einen Segen erhalten. Einen Segen erhalten. Maximale Lebenspunkte für das nächste Gefecht. Sehr schön. Okay, gucke. So, kleine Vorschau aufs nächste Mal. Haben wir es schon mal auf einer, also auf dem zweiten Gebiet jeweils überhaupt über die Hälfte hinaus geschafft? Ich glaube nicht, oder? Lass mal gucken. Wir können es uns natürlich einfach machen. Nee, nicht wirklich. Doch, außenrum. Also wir müssen auf jeden Fall dahin. Das werden wir brauchen nachher. Also ja okay, es gibt erstmal einen Elite-Kampf. Dann ein Fragezeichen, können wir uns sogar aussuchen. Dann normaler Kampf, noch ein Fragezeichen. Und dann, wir müssen da oben hin. Hilft alles nichts. Aber immerhin, wir sind zu 5. Machen wir morgen, oder? Gut, danke. Tschüss, bis morgen. Bleibt muskulös, habe ich vergessen zu sagen.